Eure Promotion 2016-2017 echte Spieltag. Du samsten zu Hasper go wird den Topmatch von der Woche zwischen zwei Kandidaten für den Abstieg an der BGL League, den FC Swift Hasper gegen den FC Monerisch. Beim Swift von Hasper sind direkt die 4 neue Transferen dabei, den Albanese, den Randriat Soarei, den Hege und den Dauphin. Beim FC Monerisch sind der Martin und der Kinziger von Ufang dabei am Gegenseits zum Moetier. Der bessere Start erwischt der Swift. An der 6. Spielminute spielt der Swiss-Tag auf dem Madi. Der Madi allein auf der rechten Seite flankt dann im Boden für den Dauphin, der sein echtes Saisongoal mischt. Der neue Zugang aus Magni konnte sich kein besserer Start mit seiner Equipe hoffen. Für den Monrischer Keeper bleibt ein eiskal anmischt den 1:0 für den Swift. 2 Minuten drauf könnte der zweite Schuss von der lokalen Equipe durch den Albanese mit den Aufwand stumm auf der richtigen Platz. Nur 10 Minuten endlich Monerisch nur 4. Der Yannick Susan möchte sich die Liebe ganz schwer bei einer Flanke von der rechten Seite. Der MWD kriegt den Ball zurück, mit seiner Flanke wird vom Maras geklärt. Mit dann kommt die 13. Spielminute Konter für den Swift. Den Albanese spielt mit dem Hege. Hege geht nie richtig gegriffen, kommt dann zum Aufschluss und trifft den 2:0. Natürlich ist das eine Kontersituation, natürlich ist der Schuss vom Hege genial platziert. Aber gesagt Monrischer Défense ganz schlecht aus, weil sie nie den Ballbesitzer angegriffen haben. So schießt dann den anderen Neutransfer sein echter Goal für den Swift. Die erste Reaktion von Monerisch ist ganz harmlos, denn Susan ohne Problem beim Schuss von Baisidi. Nur einen Freistoß probiert dann den Albanese den Spielstand auf 3:0 zu bringen, ohne Erfolg. Der Ball geht drüber. Mit dann kommt die 24 Spielminute. Chandelle vom Zitko. Der Susan geht raus und kommt zurück beim Le Bren. Er probiert, mit dem Ball geht auf der Linie geklärt vom Mara. So nur zum Anschlusstreffer war Monerisch bislo noch nie. Am kreativsten bleibt den Swift, wie zum Beispiel hier mit der Flanke vom Dauphin auf den Hege, mit des Kehr ohne Problem für den Roulé. 38 Spielminute, der Mara mit einem Kopfball, den 2 Meter zu kurz ist für sein Goal gibt, den MWD direkt aber der Ball zu weit. Hier muss aus dem Strafraum raus, findet Baisidi. Baisidi, echter Versuch, geht gekontert, zweiter Versuch, findet den Ball, der Ball Rückzieher, aber das ist aber kein Problem für den Susan. 1 Minute drauf, der nächste Versuch für Monerisch durch den Nguyen, mit den Fehlern stumm auf der richtigen Platz. Auf der anderen Seite probiert dann der Mirko Albanese noch ein Kehr, aber das nicht zu machen, der Ball will einfach nicht mehr ran. So stunget dann 2:0 an der Halbzeit für die lokale Equipe und wir waren Zeit von einer ganz agreeabler Partie. Eng froh als übrig blieben, was kann Monerisch noch am Spiel erreichen? An der zweiten Halbzeit probiert den Swift direkt ein drittes Goal zu schießen, wie zum Beispiel hier mit der Flanke von Correa auf den Albanese, den aber aus einem ganz spitzen Winkel den Ball nicht herandrücken kann. Der Kogoni hat gut abgepasst. Auf der anderen Seite geht es dann direkt weiter mit einer Flanke auf den Leduc, den aber nicht kadrieren konnte. Die nächste gefährliche 10 ist an der 66. Spielminute. Freistoß für Monerisch. Die geht Geschoss vom Bay. Den ist ganz gut für den Leduc. Mit dann kommt ein Glanzparat vom Keeper. Standard war perfekt gespielt von Monerisch. Aber es war noch mehr perfekt, und zwar Parat vom Keeper. Am Spiel schon gedreht innerhalb von 3 Minuten. Den Corner du hast ganz gefährlich mit Diskehr kadriert der Leduc sein Kopfball nicht. Auf der anderen Seite gibt es dann einen genialen Pass von Avdusinovic auf den Dauphin. Den Dauphin verliert als sich den Duell gegen den Roulé und dann geht der Kinziger. Dann probiert der frisch angewechselte Moger einfach von weitem und trifft den Poto. Den Avdusinovic probiert den Ball zurückzuerobern, aber hier war an einer Abseitsposition. Es hat nicht viel gefehlt für den Swift.
Danke, da war die 80 Spielminute. Flank von Le Bren. Kind sie am Kopfball. Susanne mit der Parade. Der Ball kommt zurück beim Anwele. Der Ball dann zurück für den Goal. Und du direkt den frisch angewieselten Ludwig de Balleron für den Anschlusstreffer. 2-1. Den Susan hat die Chance so lang verlängert wie kennt, mir war aber nicht mehr zu machen. Oder nach der Spielminute interessante Freistoß für Monerisch. Freistoß Zitko, Fehler Susan, Goal Le Bren, Ausgleich 2-2. De Swift war klar Mino um 3-0 wie um 2. Allo mittlerweile steht es 2-2 zwischen die zwei Equipen. Und es bleiben noch 2 Minuten plus Nachspielzeit. Wir spielen die 94 Spielminute. Der Ball könnt irgendwie beim Avdusinovic. Hier setzt sich durch. Schießt! Und das ist der Siegestreffer. De Swift huet dann am Endeffekt ganz spannend gemet, mit de sich as logisch a verdingt. Swift Esper 3, Monerisch 2. Dei aner Resultate aus der Äre Promotion. Union Mertet Wasserbüllech gegen Grevemacher 2-1, FC Erzähler Ettelbrick US Sandweiler 2-3, FC Mama FF Norden 3-2, FC Wolz 71, FC Reiding 2-1, de Südfesper gegen Monerisch, die hattet gesehen 3-2, US Holstadt gegen Attert Biesen 4-1 und Union Esch gegen den Avenir Bergen 3-2.